Der Bibeltext von heute steht in Philipper 2, 5-11. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinem göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich bin wirklich so begeistert, dürfen wir weiterhin Gottesdienst feiern. Es ist alles andere als selbstverständlich, alles andere muss schließen, wir dürfen uns weiterhin treffen. Ich bin wirklich so dankbar. Die Frage, wie begegnet mir Jesus, ist im Moment vielleicht gar nicht die Frage, die uns am meisten beschäftigt. Es ist vielleicht viel eher, wie können wir dieses Jahr Weihnachten feiern? Oh, alle unsere schönen Traditionen und das geht vielleicht nicht und das geht nicht. Kennt ihr das? Geht es euch auch so? Ich habe einen guten Witz gehört diese Woche. Man darf sich mit 10 Leuten noch treffen. Für Beerdigungen dürfen mehr Leute zusammenkommen. Da hat jemand geschrieben, ja, hey, ich lade euch ganz herzlich ein. Am 24. Dezember wird mein Truthahn sterben. Ihr seid alle zur Beerdigung eingeladen. Natürlich halten wir uns alle Regeln und wollen da nicht solche Schlupflöcher suchen. Bist du bereit heute für einen kleinen Perspektivenwechsel? So schnell sind wir einfach gefangen in den Gedanken, in denen wir drin sind, in unserer Zeit, was wir alles nicht dürfen. Und ich möchte uns zurücknehmen ins Jahr 1943. Der Zweite Weltkrieg, der war da voll am Toben, viele Verluste auf beiden Seiten der Fronten. Ich glaube, damals konnte niemand an so wirklich normale Weihnachten denken. Und da waren auch noch die Menschen, die die Front im eigenen Land erlebt haben. Und einer dieser Männer war Dietrich Bonhoeffer, der deutsche Theologe. Er ist für seinen Glauben eingestanden, für seine Überzeugung. Vielleicht einfach eine kleine Randbemerkung. Alle, die das Gefühl haben, hier in der Schweiz, irgendwie werden in unserem Glauben wegen Corona eingeschränkt. Wir dürfen noch Gottesdienst feiern. Bitte bemerkt das auch. Er wurde gefangen von den Nazis. Er war in diesem Winter 1943 in Gefangenschaft und später wurde er auch hingerichtet. Und er schreibt da kurz vor Weihnachten aus dem Gefängnis bemerkenswerte Zeilen an seine Eltern. Vom Christlichen her gesehen kann ein Weihnachten in der Gefängniszelle ja kein besonderes Problem sein. Wahrscheinlich wird in diesem Hause hier von vielen ein sinnvolleres und echteres Weihnachten gefeiert werden als dort, wo man nur noch den Namen dieses Festes hat. Das Elend, Leid, Armut, Einsamkeit, Hilflosigkeit und Schuld vor den Augen Gottes etwas ganz anderes bedeuten als im Urteil der Menschen. Dass Christus im Stall geboren wurde, weil er sonst keinen Raum in der Herberge fand, das begreift ein Gefangener besser als ein anderer. Und das ist für ihn eine wirklich frohe Botschaft. Wir haben eine frohe Botschaft. Und ich sage gerade, je dunkler die Welt ist, desto heller scheint das Licht, desto froher ist diese Botschaft.
Und es ist wirklich nicht angesagt, dass wir irgendwie so Self-Pity-Partys machen, im Selbstmitleid uns wälzen. Hey, wir haben immer noch alles, wir können immer noch unser Fondue Chinoise machen, wir können immer noch Geschenke verteilen. Es gab schon ganz andere Zeiten. Bist du offen, dass Jesus dir in dieser speziellen Zeit begegnen kann? Jesus, er liebt uns so sehr, dass er für die Begegnung mit uns sich selbst erniedrigt hat, damit wir erhöht werden können. Wir wollen miteinander die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium anschauen und parallel dazu nochmals den Philipperbrief, den wir schon gehört haben, diese kernige theologische Botschaft, die uns da Paulus mitgibt. Jesus begegnet uns als Mensch. Jesus, er begegnet uns als Mensch. Lukas 2. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. Und jetzt nochmals die Stelle aus dem Philipper. Obwohl er, und da ist Jesus gemeint, Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles und nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Jesus, er begegnet uns als Mensch, er begegnet uns auf Augenhöhe. Er hat den Himmel verlassen und ist Mensch geworden. Er nahm die niedrige Stelle eines Dieners ein, wie es hier heißt. Er ist nicht in einem Palast geboren, er ist nicht mal in einem schönen Häuschen, in einem Vorort oder so geboren. Nein, in einem Stall, weil in keinem Haus mehr Platz war. Er ist unter denkbar einfachste Verhältnisse gekommen, weil er uns so sehr liebt. Weil er alle Menschen so sehr liebt und weil er sich genau auch mit den Schwersten identifiziert hat. Vom Anfang an, vom Statement dieser Geburt an. Jesus ist in unsere Lebenswelt eingetaucht. Meine Lebenswelt ist im Moment Lego spielen. Und da, wenn du dich auf Augenhöhe mit den Kindern begibst, dann musst du auch genau das machen. Ich kann schon gemütlich auf dem Sofa sitzen und sagen, hey, dieser Klotz kommt dahin und so. Und das mache ich zum Teil auch. Aber wenn ich ein Erlebnis möchte, dass die Kinder wirklich mit mir connecten, dann muss ich auf den Boden gehen. Dann muss ich da mit Anina und Silas zusammen das Haus bauen. Und dann findet diese Begegnung statt, wie Jesus, der in unsere Welt hineingekommen ist. Ist kein Corona. Damit hat er auf seine göttlichen Rechte verzichtet. Er wurde wirklich 100% Mensch. Er war nicht nur eine menschliche Erscheinung oder Geist. Er hatte Hunger und Durst, als er da lange Zeit in der Wüste war und gefastet hat. Er hat gefeiert an der Hochzeit und hat dabei sicher große Freude auch empfunden. In anderen Begebenheiten, da hat er geweint, weil die Menschen so führungslos im Leben umhergehen oder über der Stadt Jerusalem, über der er schon sah, was alles noch kommen würde. Über die Religiösen hat Jesus Zorn verspürt. Und als ihn die Menschen verlassen haben, da hat er sich bestimmt auch unverstanden gefühlt.
Und als dann sogar noch seine engsten Freunde ihn in dunkelster Stunde verlassen haben, da muss er sich ganz bestimmt auch sehr einsam gefühlt haben. Jesus erkannte die ganze Gefühlspalette, wie wir sie als Menschen kennen. Er war Mensch. Doch er war auch zu 100% Gott, obwohl er da auf gewisse Eigenschaften verzichtet hatte. Zum Beispiel konnte er damals nicht überall gleichzeitig sein, so wie jetzt Jesus auch bei euch zu Hause genau gleich gegenwärtig ist, wie er das hier ist. Das konnte er in dieser Zeit nicht, weil er sich in den menschlichen Körper hineinbegeben hat. Und wir müssen schon sagen, es bleibt schlussendlich für unseren Verstand ein gewisses Geheimnis, wie Jesus 100% Gott und 100% Mensch im gleichen Moment sein konnte. Jesus, er begegnet uns aber auch in unserer Schuld, in unserer Scham. Er kennt die Realität des Lebens. Schon seine Geburt zeugte davon, dass er nicht irgendwie nur eine schöne Scheinwelt, eine Instagram-Welt hat aufleben lassen. Er war auch mit den Versuchungen konfrontiert, genau gleich wie wir das sind. Hebräer 4,15 beschreibt das so stark. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Weil er 100% Gott war, ist er auch nicht in Sünde geboren, wie wir Menschen das sind. Und er konnte sündlos leben. Und deshalb ist er nicht nur das kleine Jesuskind, das auf die Welt gekommen ist, er wurde schlussendlich der Retter der Menschheit. Ja, er erniedrigte sich bis zum Kreuz. Es war schon eine riesige Erniedrigung, aus dem Himmel als menschliches Baby in einem Stall zur Welt zu kommen, aber er ist noch weitergegangen. Er ist den absolut ungerechtfertigten Verbrechertod am Kreuz gestorben. Für meine und für deine Schuld, weil er dich so sehr liebt. Und so brauchen wir nicht nur ein Weihnachten, wir brauchen definitiv auch Ostern. Jesus, er ist gestorben und er ist auferstanden. Brauchen wir das? Wir waren im Sommer in Holland in den Ferien. Das war sehr schön. Und dann einige Wochen später habe ich Post gekriegt. Eine Verkehrsübertretung. Ich bin zu schnell gefahren. Okay, ab und zu mal eine Buße, komme ich drüber hinweg. Am nächsten Tag der nächste Brief. Schlussendlich habe ich 4 Briefe erhalten. Vom selben Tag. Ja, es hat mich zuerst auch verunsichert. Oh, wie viele Briefe kommen da noch? Das war so die erste Reaktion. Ist das überhaupt echt? Aber dann habe ich auch gemerkt, okay, ja, jetzt gehen da doch ein paar Euro zurück nach Holland. Und es hat mich schon auch etwas mit Scham behaftet. Und eine Buße, die stecke ich so weg. Aber jetzt so, diese Summe konnte ich nicht einfach wegstecken. Und ich habe etwas darüber nachgedacht. Und ich musste das wirklich auch so bewusst bei Gott abladen. Und aber, es hat auch zu mir gesprochen, okay, du bist dort wirklich zu schnell gefahren. Muss das sein? Ich meine, es sind ja noch Ferien, es ist ja eigentlich total blöd. Also, ob wir jetzt 5 Minuten länger im Auto sind oder nicht, spielt das so keine Rolle. Wir hatten keine Termine, nichts. Und irgendwie, ich konnte die Schuld bei Jesus abladen, aber ich musste auch lernen, hey, ich glaube, ich habe da wirklich eine Lektion zu lernen, dass ich da mein Temperament auch auf der Straße besser im Griff habe. Jesus erkennt alle Versuchungen. Wahrscheinlich jetzt mit dem Auto, das hat er irgendwie auf eine andere Art und Weise erleben müssen, aber er kann uns auch darin mitempfinden. Ja, Jesus, er begegnet uns wirklich als Mensch auf Augenhöhe. Aber Jesus, er begegnet uns auch durch andere Menschen.
Jesus begegnet uns nicht nur direkt, dass wir immer direkt eine Begegnung mit ihm oder eine Erscheinung von ihm haben, sondern er gebraucht auch andere Menschen, dass wir durch andere Menschen Jesus begegnen können und dass wir in anderen Menschen auch Jesus entdecken dürfen. Lukas 2 wieder. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Erstaunen. Und Philipper geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Gott gebraucht andere Menschen als Botschafter. Schon in der Weihnachtsgeschichte finden wir das, als Jesus oder als Gott die Hirten gebraucht hat, dass er ihnen gesagt hat, wer dieses Kind ist und dass sie es sehen konnten und dass sie es weiter erzählen konnten. Jesus hat aber da nicht nur die einfachen Leute erwählt, er hat auch die Weisen gebraucht, die Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern gefolgt sind und die auch Zeugen wurden von dieser Geburt von Jesus. Und auch später hat Jesus seine engsten Freunde, die Jünger, ausgewählt, damit sie dann, wenn er wieder im Himmel sein würde, dass sie erzählen können, diese gute Botschaft von Jesus. Und so ist diese Botschaft über Generationen zu Generationen auch zu uns gekommen, weil Menschen sie weitererzählt haben. Gott gebraucht aber auch Menschen als Vorbilder, wie wir es im Philipper gelesen haben, dass unser Verhalten soll das Verhalten von Jesus widerspiegeln. Und deshalb können Menschen in uns auch sehen, wie Jesus ist, wenn wir ihm immer ähnlicher werden. Gerade mit Kindern sieht man das ja sehr gut, was man ihnen da auf den Weg geben kann. Einfach wie man ist, wie sie kopieren. Wir sagen zum Beispiel immer wieder, hey, uns geht's so gut. Und das übernehmen die Kinder. Also Silas kann das jetzt noch nicht sagen, aber Anina. Und dann plötzlich einfach von sich aus, oh Mami, oh Papi, uns geht's so gut. Wir haben sie kürzlich gefragt, hey, was hast du für Weihnachtswünsche? Da wollte sie eine neue Puppe, ein neues Buch für Kinder und ein Handy. Sie ist jetzt 3 Jahre alt. Ja, ich muss zugeben, sie schaut das mehr bei mir ab als bei meiner Frau. Da habe ich auch den Spiegel, dass sie das möchte, was mir wichtig ist. Hat mich mindestens zum Nachdenken angeregt. Ja, es ist schon ein sehr gewaltiger Gedanke. Jesus möchte, dass er uns durch andere Menschen begegnen kann, beziehungsweise eben, dass ich jemand sein kann, durch den andere Menschen Jesus sehen dürfen. Darf Gott dich gebrauchen, dass andere Menschen ihm begegnen durch dich? Sind wir bereit, auch auf Privilegien und auf Rechte zu verzichten, so wie es Jesus war? Vielleicht materielle Wünsche zurückzustecken, vielleicht Beziehungen, die auch noch nett wären, etwas einen Kreis weiter hinauszustellen, weil wir wissen, wir haben da einen Auftrag für andere Menschen. Hobbys, die vielleicht so schön wären, aber wir verzichten auch darauf, weil wir wissen, steht uns von den zeitlichen und vielleicht auch von den finanziellen Ressourcen im Weg. Es kann aber auch sein, Angst und irgendwie Schüchternheit, die wir vielleicht vorschieben, dass wir nicht für andere Menschen da sein wollen. Wir können Jesus nie überbieten in dem, was er getan hat für uns, auf was er verzichtet hat. Willst du ein Diener sein, so wie Jesus ein Diener wurde? Als Eltern erlebt man das ja auch so schön. Man hat schlaflose Nächte, Kinder gehen einem auch auf die Nerven. Manchmal würden wir sie am liebsten auf den Mond werfen, aber es ist trotzdem so schön und es kommt so viel auch zurück, wenn man den Kindern so dienen kann. Und ich sage nicht, dass Dienen hier heißt, dass die Kinder der Boss sind. Klammer wieder geschlossen. Es ist ein so großes Privileg, Eltern zu sein. Und vielleicht hast du dieses Privileg nicht, physisch Eltern zu sein. Aber Gott möchte jeden von uns gebrauchen, dass wir in geistliche Elternschaft hineinwachsen können.
dass wir anderen so dienen können, dass sie ihn, Jesus, immer besser kennenlernen können, dass sie im Glauben wachsen können. Willst du das? Willst du Zeit, Geld, Nerven, Emotionen, willst du das dafür einsetzen, dass das geschehen kann? Es hat seinen Preis, aber es lohnt sich mega. Ja, und drittens, Jesus, er begegnet uns nicht nur als Mensch, nicht nur durch Menschen, sondern auch als Herr, als Gott. Lukas wieder. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Und wieder der Philipper. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Ja, Jesus ist zwar im Stall zur Welt gekommen, aber sogar damals hat Gott durchblicken lassen, er ist auch Gott. Nicht für jedes Baby kommt ein Engelchor. Aber Jesus wurde auch so sehr speziell angekündigt. Und Jesus erhält den Titel Herr, weil er es wirklich verdient hat. Er ist der Gott seit Ewigkeiten. Aber das hat ihn nicht daran gehindert, zu uns zu kommen, sein Leben aufzuopfern, um uns, kleine Geschöpfe, zu erlösen. Ich meine, wo ist ein solcher Herrscher und König, der seine eigene Freiheit opfert zugunsten seiner Diener, der so schlussendlich sogar sein Blut vergießt? Nicht für Unschuldige, für Schuldige, als Unschuldiger. Und da Jesus eben auch Herr und Gott ist es auch nicht einfach nur angesagt, dass wir nur so zu ihm kommen wie unser Freund oder unser Kumpel. Ja, er hat sich auf Augenhöhe mit uns begeben. Ja, er kennt uns Menschen bestens und kann sich voll mit uns identifizieren. Ja, er möchte uns nahe sein wie ein Freund. Und ja, er liebt uns, wie kein anderer möchte uns nahe sein. Aber nein, wir sind nicht auf derselben Stufe wie er. Es ist angesagt, dass mir immer noch bewusst bin, er ist und bleibt Gott. Dass ich ihm auch mit dem nötigen Respekt, mit der nötigen Ehrfurcht auch begegne. Und deshalb nochmals ein Nein. Ich kann auch Jesus, ich kann Gott mit meinem menschlichen Verstand nie ganz verstehen. Wir können nicht mal verstehen, wie er 100% Gott und 100% Mensch gleichzeitig sein konnte. Und hey, was für ein kleiner Gott wäre er, wenn wir ihn mit unserem Verstand voll und ganz verstehen könnten. Verdient das nicht Anbetung? Da ist dieser Gott der Liebe. Und diesem Gott können wir vertrauen im Leben und im Sterben. Und deshalb hat es Jesus auch verdient, dass wir unsere Knie vor ihm beugen. Und wenn du deine Knie beugst vor ihm, du beugst sie nicht vor einem kalten Herrscher oder irgendwo einem alten Mann, sondern du beugst deine Knie vor deinem Schöpfer, der dich von Anfang an geliebt hat und der sein eigenes Leben für dich hingegeben hat, der auf unsere Ebene kam, um seine Liebe zu beweisen. Gott wird seit Anfang der Zeit als Schöpfer aller Dinge gelobt und wir dürfen ihn als Erlöser kennen, ihn als Erlöser loben. Eines Tages, wie es da geheißen hat, werden alle Knie sich beugen vor ihm. Wie viel schöner ist es für die, die das jetzt schon erkennen dürfen, die jetzt schon ihre Knie beugen
vor Jesus, dem Herrn aller Herren. Und hey, das Wundersame ist, indem wir uns vor Jesus beugen, indem wir uns erniedrigen vor ihm, wird er uns erhöhen. Wir erhalten das Recht, Gottes Kinder zu sein. Er befreit uns von Schuld und Scham. Und er bereitet uns einen wunderbaren Platz im Himmel. Ja, wir haben gesehen, Jesus, er möchte uns begegnen. Er hat alles daran gesetzt. Und er hat verheißen, wo immer Menschen sind, die ihn suchen, die sollen ihn finden. Und meine Frage jetzt an uns alle lautet, wie begegnest du Jesus? Als Jesus 8 Tage alt war, da brachten ihn seine Eltern gemäß der Tradition oder gemäß dem Gesetz im Tempel zur Darstellung. Und da war ein alter Mann, der Simeon, der Erstaunliches über Jesus aussagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria: Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden. Und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Es ist in dieser kurzen Prophezeiung davon die Rede, dass an Jesus sich die Geister scheiden werden. Er kann dir zum Untergang werden oder zur höchsten Freude. Möchtest du, dass Jesus zu deiner höchsten Freude wird? Möchtest du, dass Menschen in deinem Umfeld Jesus als die größte Freude erleben dürfen? Möchtest du das? Ihr seid nicht so viele, also ihr müsst schon so laut Antwort geben, dass ich euch höre. Wollt ihr das? Ja, das hört man auch auf dem Livestream sehr gut. Und du zu Hause, möchtest du das? Möchtest du, dass Jesus zur höchsten Freude wird? Lass uns beten miteinander. Jesus, wir haben gesehen in dieser Weihnachtsgeschichte, aber auch in diesem Text aus dem Philipperbrief, du hast wirklich alles daran gesetzt, dass du uns begegnen kannst. Du begegnest uns als Mensch, du begegnest uns auf Augenhöhe. Du gebrauchst auch andere Menschen, dass durch andere Menschen wir Begegnungen haben dürfen mit dir. Und du begegnest uns aber auch als Herr, als Gott, als der lebendige, erhöhte Gott. Und schon wie es Simeon da vorausgesagt hat, so ist es auch gekommen, so gilt es auch heute. Jeder ist herausgefordert, Stellung zu beziehen zu dir. Wollen wir zu dir gehören oder nicht? Und wer immer sich für dich entscheidet, da wird das zur größten Freude in unserem Leben. Und Jesus, wir möchten einfach bitten, dass gerade in dieser Weihnachtszeit, wir haben keinen Krieg, aber wir haben sonst doch sehr spezielle Verhältnisse, was viele von uns so zu Lebzeiten noch nicht gesehen haben. Lass diese Zeit dazu dienen, dass viele Menschen diese frohe Botschaft von dir hören können. Herr, gebrauche du uns, dass wir Botschafter sein dürfen, dass wir solche Vorbilder sein dürfen, die Wesenszüge von dir einfach auch so widerspiegeln. Aber ich möchte auch noch fragen, sind Menschen da, hier im Saal, unten in der Zürich Lounge, oder auch du, Herr, du jetzt von zu Hause zuschaust, ist jemand da, der heute sagt, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Ich möchte, dass er zur größten Freude wird.
Hey, wenn du das möchtest, du kannst heute deinen Glauben in einem Gebet ausdrücken. Ich werde dir vorbeten, du darfst gerne mitbeten. Und hey, es ist so cool, Gott, er kann jetzt überall sein. Immanuel, Gott ist uns nahe, er ist bei dir. Jesus, ich habe heute erkannt, dass du mir begegnen möchtest. Ich danke dir so vielmals, dass du dich erniedrigt hast, dass du den Himmel verlassen hast, Mensch geworden bist, dass du dann sogar am Kreuz gestorben bist, an meiner Stelle. Danke, Jesus, dass du mir auch in meiner Schuld, in meiner Scham begegnest. Bitte vergib mir jetzt meine Sünden. Ich beuge meine Knie vor dir. Du bist Herr. Und danke, dass du mich erhöhst, dass du mich annimmst als dein Kind. Danke, dass ich wissen darf, meine Sünden sind mir jetzt vergeben. Und danke, dass ich wissen darf, dass ich eines Tages bei dir im Himmel sein darf. Jesus, ich liebe dich. Amen.